So, wir haben ja eine ganz spannende Kidswoche miteinander erlebt. Und wir haben eine Geschichte gehört vom Volk Israel, wie sie auf einer spannenden Reise miteinander waren. Und ich habe gedacht, ich möchte heute am Morgen den Erwachsenen etwas von dieser Geschichte erzählen, von dieser Reise. Weil die Reise, die das Volk dort miteinander gemacht hat, hat ganz viel zu tun mit unserem Leben. Aber jetzt haben wir ein Problem. Die Erwachsenen haben ja nicht dürfen nach die Kidswoche kommen. Und darum kennen sie ja jetzt die Geschichte gar nicht, oder? Ja, darum bin ich angewiesen auf eure Hilfe, liebe Kinder. Ihr müsst mir helfen, erzählen, was denn das für eine Reise war, die das Volk Israel miteinander gemacht hat. Also ich kann euch ein paar Fragen stellen und ihr könnt sie mega laut beantworten. Dann wissen nämlich alle Erwachsenen auch, was für eine coole Geschichte wir gehört haben. Und dann kann ich den Erwachsenen und euch etwas erklären, erzählen, lehren von dieser Geschichte. Also sind ihr bereit? Ja, okay. Wie hat dann das Volk geheißen, um das es gegangen ist in der Kidswoche? Ja, das war einfach, gell? Das war viel zu einfach. Okay, also das müssen sich schwieriger machen, merke ich dann da gerade. Wo die Reise angefangen hat, wo haben dann die Israeliten dann genau gewohnt? In Ägypten, genau. Dort hat unsere Reise angefangen in Ägypten. Und jetzt, wichtige Frage, ist es dann gut gewesen für die Israeliten in Ägypten? Nicht? Wieso dann? Wieso ist es dann nicht gut für die Israeliten? Sie waren Sklaven, genau. Es ist am Volk Israel gar nicht gut gegangen in Ägypten. Und dann haben sie angefangen zu Gott zu beten und gesagt, Gott, komm und hilf uns. Wir sind Sklaven in Ägypten und es geht uns richtig schlecht. Und jetzt hat Gott einen Mann berufen und hat gesagt, der Mann, sein Auftrag ist es, mein Volk auf eine Reise ins gelobte neue Land, in eine neue Heimat hineinzubringen. Wie hat dann der Mann geheissen? Der Mose. Wow, habt ihr gut aufgepasst während dieser Kidswoche. Okay, also, Gott hat einen Mann berufen mit dem Namen Mose und hat gesagt, du tust jetzt mein Volk aus Ägypten rausführen. Und dann ist was passiert? Ja, das kommt dann noch genau. Aber zuerst hat der Mose gesagt, okay, Gott hat es gesagt und wir machen es. Er hat das ganze Volk bereit gemacht und jetzt sind sie miteinander aus Ägypten rausgelaufen. Und ist das einfach gewesen? Nein, wieso denn nicht? Was ist passiert? Aber zuerst, was ist dann zuerst noch gekommen? Genau, der Pharao hat gesagt, ich will meine Gratisarbeiter nicht einfach so ziehen lassen. Ich habe ja noch 3 Pyramiden, die ich bauen will, oder? Also die müssen gerade wieder zurückkommen. Ich brauche Leute, die Ziegel für mich brennen. Das geht ja gar nicht. Und er hat seine ganzen Soldaten aufgerufen, hat alle Ross zum Stall ausgenommen, vor die Streitwagen angespannt und ist den Israeliten nachgesäckelt hinterher und hat sie verfolgt. Und die Israeliten sind dann wo sie gekommen sind? Vor einem Meer. Oh nein, jetzt sind die Israeliten am Meer und im Hintergrund, hinten bei den Bergen, haben sie gesehen, wie die Soldaten der Ägypter gekommen sind. Das war ja schon ganz eine blöde Situation, gell? Was ist dann als nächstes passiert? Aha, genau. Also, der Mose musste die Hand ausstrecken über das Meer. Und dann, was ist passiert? Das Meer hat sich gespalten. Genau, das Meer hat sich gespalten. Und das Volk von Israel hat durch das Meer ziehen. Und dem sagt man den Auszug von Ägypten. Das ist das Nächste, was passiert ist. Und dann, sind sie dann gerade schon im neuen Daheim gewesen? Sondern was ist denn als nächstes gewesen? Jetzt kannst du noch mal erzählen. Nachher ist
40 Jahre lang hat das Volk Israel müssen durch die Wüste laufen und laufen und laufen. Hä? Stellt euch das mal, habt ihr schon mal 4 Stunden laufen? Nein. Stellt euch mal vor 4 Tage oder 4 Monate. Nein, 40 Jahre lang haben die müssen durch die Wüste durchlaufen. Hä? Das könnt ihr euch merken auf der nächsten Wanderung mit euren Eltern. 4 Stunden ist gar nichts. Es könnte 40 Jahre lang sein. Ja, genau. So ist das Volk von Israel unterwegs gewesen, durch die Wüste 40 Jahre lang. Aber es ist ja nicht nichts passiert in diesen 40 Jahren, oder? Es sind ja ganz viele Sachen passiert. Genau, zum Beispiel Elias, was ist passiert? Manna, Wachteln und Schlangen. Wow, das sind ja gute Stichpunkte. Okay, also, es ist in dieser Zeit, in der Wüste, haben die Israeliten plötzlich ganz fest angefangen Hunger bekommen und haben nichts mehr zu essen gehabt. Und dann haben sie angefangen zu murren und klagen und mötzeln. Das kennt ihr, hä? Ja, ja. Also, meine Kinder kennen das auf jeden Fall. Die kommen immer wieder mal und sagen, ich habe Hunger. Ja, genau. So ist das. Aha. Und genau so ist das Volk Israel zum Mose gekommen und hat gesagt, ich habe Hunger. Und dann, das könnt ihr euch fast nicht vorstellen. Das könnt ihr euch jetzt fast nicht vorstellen. Weisst, was haben sie gesagt, das Volk Israel? Sie haben gesagt, wir wollen zurück auf Ägypten gehen. Wir wollen wieder Sklaven sein. Dort haben wir noch Essen gehabt. Und weisst, auf was haben sie sich am meisten gefreut, wenn sie wieder zurück dürfen sein? Auf Lauch. Ja? Für Lauch und Knobli haben sie wieder zurück wollen und Sklaven sein. Das kann man sich nicht vorstellen. He? Aber so war es. Aha. Und dann haben sie erlebt, in dieser Wüste, wie Gott sie versorgt hat. Er hat Essen vom Himmel regnen lassen. Manna ist vom Himmel gekommen. Und wo sie genug hatten vom Manna, haben sie sogar noch Vögel und Fleisch zum Essen bekommen, bis sie es nicht mehr haben können sehen. Ja gut, das verstehe ich jetzt noch. 40 Jahre lang Brot und Wachteln. Vielleicht will mir das dann auch mal zu viel werden. Also auf jeden Fall, sie haben ganz, ganz viel gelernt und entdeckt und neu verstanden, wo sie mit Gott in diesen 40 Jahren lang in der Wüste unterwegs sind. Jetzt gibt es aber noch einen ganz wichtigen Moment, wo das Volk erlebt hat. Und zwar haben sie das erlebt an einem bestimmten Berg. Wie hat dann der Berg geheißen? Weißt du das noch? Der Berg Sinai, genau. Gott hat nämlich sein Volk aus Ägypten rausgerufen und hat sie zu einem ganz spezifischen, speziellen Berg geführt, der Berg Sinai. Und dort ist was passiert an diesem Berg. Wisst ihr das noch? Es hat angefangen zu blitzen und donnern und der Mose ist aufgegangen und hat von Gott Steintafeln bekommen, wo 10 Gebote drauf waren. Okay, das ist das, was die meisten wissen. Aber das, was es bedeutet hat, was dort an diesem Berg passiert ist, ist Folgendes. Gott hat dort und dann mit seinem Volk einen Bund geschlossen. Sie haben einen Bund gemacht zusammen und das ist folgender Deal gewesen. Gott hat gesagt, ihr seid mein auserwähltes Volk. Ihr habt jetzt gesehen, was ich kann und was ich will für euch. Ich bringe euch aus der Sklaverei raus. Ich versorge euch und ich schaue euch und ich beschütze euch und ich gebe euch eine neue Heimat. Das ist das, was ich für euch machen will. Das ist die eine Seite von dem Bund. Und die andere Seite von dem Bund war, dass sie abgemacht haben, wenn du unser Gott bist, dann wollen wir dein Volk sein. Also, wenn man einen Bund schliessen mit dem Gott, dann kann man nicht noch andere Götter auch noch haben. Und die 10 Gebote waren Gottes Idee, wie das Volk am besten leben kann. Wie dass er am meisten Segen kann bringen zu seinem Volk. So haben sie miteinander einen Deal gemacht. Gott und sein Volk. Das Volk hat gesagt, wir sind dein Volk. Und Gott hat gesagt, ich bin euer Gott. So haben sie das dort an diesem Berg, am Berg Sinai, fix gemacht.
Und das habt ihr ja gar noch nicht gehört, aber so wird dann die Geschichte aufhören. Sie würden nämlich jetzt dann, nachdem, dass sie durch die Wüste durchgegangen sind, hat Gott sie in eine neue Heimat hineingebracht, wo sie ein neues Daheim haben dürfen finden. Das war die Reise vom Volk Israel. Hey, ihr habt das super gemacht. Danke vielmals für eure geniale Hilfe. Ja, das würde ich sagen, dürft ihr gerne mal einen Applaus geben. Und jetzt möchte ich eigentlich einen kurzen Moment nehmen. Das ist jetzt mehr so ein bisschen für die Erwachsenen, nämlich folgender Gedanke, oder was ich euch möchte mitgeben, ist folgendes. So wie das Volk Israel von Gott gerufen worden ist auf eine Reise, so ruft auch Gott heute noch Menschen auf eine Reise mit ihm. Und so wie er das Volk gerufen hat, so möchte er auch dich und mich zu sich rufen, um mit ihm unterwegs zu sein. Also unser Leben ist eigentlich genauso wie beim Volk Israel eine Reise, wo wir dürfen mit Gott gehen und uns für Gott entscheiden. Ich weiss jetzt nicht, wo du daheim bist. Ich hoffe jetzt mal, es ist nicht ganz so schlimm wie in Ägypten. Also ich hoffe mal, liebe Kinder, ihr müsst nicht Ziegelsteine daheim brennen und arbeiten. Gell? Nicht, oder? Ja, gell. Es ist ja nicht ganz so Sklaverei bei euch daheim, wie es beim Volk Israel war. Außer die ganz strenge Eltern haben. Für die ist es vielleicht wirklich fast ein bisschen wie in Ägypten. Aber hey, egal wo du daheim bist, wie deine Situation ist, Gott möchte auch dich rufen, auf eine Reise mit ihm dürfen unterwegs sein. Ich möchte mit euch die erste Bibelstelle anschauen, 2. Timotheus 1, Vers 10. Dort bringt das der Paulus nämlich wunderschön auf den Punkt, wenn er den Brief an Timotheus schreibt. Und er schreibt Folgendes: Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor aller Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Schon von Anfang an ist es Gottes Plan gewesen, Menschen zu rufen, zu berufen in eine Nachfolge zu ihm, dürfen mit ihm unterwegs sein auf dieser Reise vom Leben. Das ist es, was Gott für dich und mich im Sinn hat. Er möchte genauso wie das Volk Israel aus Ägypten rausgerufen hat, möchte er dich rufen auf eine Reise mit ihm. Okay, jetzt bist du auf einer Reise mit ihm. Was bedeutet denn das? Genauso wie das Volk Israel darfst du jetzt 40 Jahre lang in der Wüste unterwegs sein. Nein, danke, genau. Das bedeutet es natürlich nicht. Sondern was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein, ist, so wie das Volk Israel zum richtigen Moment das Richtige hat dürfen lernen und verstehen über Gott, so möchte auch Gott, dass du auf dieser Reise Sachen lernst und neu anfängst verstehen. Vielleicht sind es ganz ähnliche Lektionen, die du brauchst, wie das Volk Israel gebraucht hat. Das Erste, was sie nämlich haben müssen lernen und verstehen und erleben, ist, dass Gott versorgt. Vielleicht ist das, was Gott dir möchte beibringen, dir möchte zeigen auf dieser Reise, wo du darfst sein mit ihm. Gott versorgt nämlich. Er hat das gesagt in Matthäus 6, Vers 19. Vers 25, dort steht: Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeuten das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Vielleicht ist das eine von diesen Lektionen, die du darfst lernen, wenn du mit Gott unterwegs bist und wenn du Ja sagst zu einer Reise mit ihm, zum Leben mit ihm zu führen. Er ist wirklich ein Gott, der versorgt, und das im Überfluss. So wie das Volk Israel das gelernt hat, darfst auch du das verstehen und lernen. Vielleicht sind es ganz andere Sachen, die du kannst lernen auf dieser Reise. Vielleicht ist es mehr, dass du darfst verstehen, dass Gott ein Ziel hat für dich. Dass er einen Plan hat, dass dein Leben Sinn macht, dass es nicht sinnlos ist, sondern dass Gott mit dir möchte einen Unterschied machen in dieser Welt. Vielleicht darfst du verstehen, wie man Beziehungen richtig leben darf. Vielleicht darfst du merken, dass das Ansehen nicht das Wichtigste ist, sondern dass deine Sicherheit und deine Identität und dein Wert in Jesus Christus allein beruht. Egal, was für Lektionen du darfst lernen auf dieser Reise mit Gott, zeigt
dir, Gott und mir mega gute, geniale Sachen, wie das Leben darf gesegnet werden und gesegnet darf gelebt werden. Das ist der Sinn von dieser Reise mit Gott, dass er uns seine Wahrheiten beibringen darf und dass wir dürfen lernen, was es bedeutet, ein gutes Leben zu leben. Also jetzt sind wir unterwegs und wie in jeder Geschichte so einen grossen Moment hat, so gibt es auch die eine grosse Erkenntnis auf dieser Reise mit Gott, die wir alle haben müssen. Also wir haben es im Volk Israel, der grosse, spezielle Moment, der alles anders gemacht hat, das ist der Bundesschluss am Berg Sinai gewesen. Sie haben Gott erlebt und gesehen und jetzt haben sie sich entscheiden, ein Leben mit oder ohne Gott zu leben. So wie das bei allen Geschichten der Fall ist, so gibt es auch bei unserer Lebensgeschichte so einen Schlüsselmoment. So ein Moment, der mega wichtig und entscheidend ist. Und es ist genau die gleiche Frage für dich und mich, die Gott am Volk Israel gestellt hat. Es ist nämlich die folgende Frage: Willst du einen Bund mit mir eingehen? Gott stellt uns genau die gleiche Frage heutzutage noch. Er möchte genauso, wie er mit dem Volk Israel dazu mal einen Bund geschlossen hat, so möchte auch er heute mit uns Menschen einen Bund schliessen. Der Schlüsselmoment auf deiner Lebensreise ist folgende Frage: Möchtest du einen Bund schliessen mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat? Möchtest du nach seiner Vorstellung und Gebot leben, weil das bedeutet am meisten sagen? Und handkehrum bedeutet es, wenn wir Ja sagen, dass Gott auch Ja zu uns sagt. Dass er uns dann erwählt und dass er uns, genauso wie beim Volk Israel, möchte rausrufen, aus wo wir immer sind. Ich weiss nicht, was du für ein Ägypten hast, was dich versklavt, was dich zurückhaltet, was für dich schwierig ist in deinem Leben. Gott möchte so dich rausholen aus dem, wie er das Volk Israel rausgeholt hat. Er möchte mit dir unterwegs sein und er möchte dir Sachen zeigen und dich lehren, was es bedeutet, ein gutes Leben zu führen. Und er möchte schlussendlich dich in eine neue Heimat hineinführen. So wie er am Volk Israel versprochen hat: Ich habe ein Zuhause für dich. So hat auch Gott ein Zuhause für dich und mich gebaut. Im 1. Petrus 2, 9, Vers 10 steht es so schön. Die Analogie vom Volk, die für uns heutzutage genauso gilt. Im 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10, ich darf es gerade vorlesen. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt habt. Früher wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr das Volk Gottes. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht, doch jetzt habt ihr sie erfahren. Er möchte sein auserwähltes Volk, euch und mich, in ein neues Zuhause bringen, in ein neues Zugehören, in ein neues... Eigentlich, was er wirklich möchte, ist eine Ewigkeit mit dir und mir verbringen. Er hat das Zuhause, das er jetzt schon am Vorbereiten ist für dich und mich, wo wir eines Tages nach vollbrachter Reise dürfen wieder neu daheim ankommen. Das ist der geniale Plan Gottes, den er für dich und für mich hat. Und jetzt schon, nicht erst im Himmel, sondern jetzt schon, dürfen wir ein neues Zuhause haben. Wir dürfen dazugehören. Wir sind willkommen geheissen in seiner Familie. Am Leib Christi dürfen wir dazugehören, dürfen wir daheim ankommen. Das ist der Grund, wieso dass unten bei der Tür bei uns steht «Welcome home». Wir glauben an einen Gott, der uns heimruft, der möchte, dass wir mit ihm unterwegs sind und der eine Zugehörigkeit für dich und mich bereit hat, der sagt, welcome home, kommt, sind willkommen in meiner Familie, da gehörst du dazu, wenn du das dann möchtest. Also die Frage, die uns gestellt ist und die wir beantworten können, ist, wenn wir einen Bund schliessen mit dem himmlischen Vater im Himmel, wenn wir das, er uns ruft und dass wir mit ihm können unterwegs sein. Es ist eigentlich ganz einfach, wie man das machen kann. Es ist nämlich ein Gebet. So einfach wie ein Gebet ist es. Es ist ein Moment, wo man sich entscheidet und sagt, jawohl, ich glaube, dass Gott mich ruft und ich will ihm nachfolgen.
Wenn du das Gebet möchtest beten, wenn du die Entscheidung möchtest treffen, dann darfst du nachher gerne zu unserem Gebetsteam kommen. Sie nehmen sich mega gerne Zeit, um dir das nochmal zu erklären, um dir nochmal zu erzählen, was das dann genau bedeutet und was das praktisch heisst für dich und mich. Also ihr seht, genau so, wie Gott mit dem Volk Israel unterwegs war, so möchte er auch mit dir und mir unterwegs sein und uns rufen in eine neue Heimat. So, hey, ihr habt sehr gut zugelassen, Kinder. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ich darf jetzt gerade noch die Band für bitten. Wir steigen jetzt dann nämlich gerade ein in ein neues Lied. Und nach dem Lied haben wir einen ganz speziellen Moment vorbereitet. Unser Bibelmoment. Céline tut nachher noch mehr dazu erzählen. Aber jetzt dürfen wir gerade noch mal miteinander einsteigen und ein Lied singen, bevor wir nachher in einen ganzen niegelnagelneuen Moment einsteigen, den wir so noch nie gemacht haben. Ich freue mich ganz fest auf das.